Der 15. April 2026. Washington DC, 9:43 Uhr. Zwei Bundesanwälte aus dem Büro von Jeanine Pirro, ernannt von Donald Trump, erschienen unangekündigt am Eingang des Federal Reserve Gebäudes in Washington. Sie wollten eine Baustelle inspizieren. Sicherheitskräfte wiesen sie zurück. Das Gebäude gehört der unabhängigen Zentralbank der Vereinigten Staaten. Stunden später Trump-Ei am Fernsehen auf Fox Business mit Maria Bartiromo. Dann werde ich ihn feuern müssen. 6 Worte. Und die Märkte auf 3 Kontinenten reagierten. Wer ist der Mann, den Trump feuern will? Jerome Powell, Vorsitzender der mächtigsten Zentralbank der Welt. Der Mann, der seit Jahren den US-Leitzins gegen Trumps Willen hochhält. Der Mann, der sagt, die Unabhängigkeit der Fed ist nicht verhandelbar. Trump sagt, falsch. Und jetzt stehen wir vor einer Frage, die zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte real wird. Was passiert, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten die Unabhängigkeit seiner Zentralbank zerstört? Und warum sollte sie das in Frankfurt oder München interessieren? Weil auf ihrem Festgeld, auf ihren Staatsanleihen, auf ihrer Hypothek alles davon abhängt. Was wir heute analysieren, existiert in dieser Form in keiner westlichen Berichterstattung. Deutschland spricht zeigt nicht die Schlagzeilen, wir zeigen die Konsequenzen. Abonniere Deutschland spricht und aktiviere die Benachrichtigungen. Fakten zuerst. Analyse danach. These, das ist kein Personalstreit. Das ist ein Verfassungskonflikt mit globalen Konsequenzen. Beginnen wir mit dem, was die meisten Medien weglassen. Jerome Powell ist seit 2018 Fed-Vorsitzender nominiert von Trump selbst. Seither hat er den Leitzins 4-mal gegen Trumps expliziten Wunsch erhöht. Derzeit liegt er zwischen 3,50 und 3,75%. Trump will ihn unter 3%, am liebsten sofort. Powell sagt, das würde die Inflation entfachen. Trump hat ein Instrument gefunden, um Powell loszuwerden, eine strafrechtliche Ermittlung durch das Justizministerium. Gegenstand: 1,25 Milliarden $. Renovierungsprojekt am Fed-Hauptgebäude mit Kostenüberschreitungen von rund 80%. Justizminister Jeanine Pirro nennt das Kompetenzversagen. Powell nennt es politische Einschüchterung. Ein Bundesrichter hatte im März Pirros Vorladungen gekippt, sie seien nicht gerechtfertigt. Pirro kündigt Berufung an. Und in dieser Woche 15. April erscheinen 2 ihrer Ermittler unangemeldet am Fed-Gebäude und werden abgewiesen. Das ist die Kulisse. Gleichzeitig, Trump hat Kevin Warsh nominiert, um Powell zu ersetzen. Warsh, ehemaliger Fed-Gouverneur, Milliardärsschwiegersohn, Vermögen über $100 Millionen. Seine Bestätigungsanhörung ist für den 21. April angesetzt. Problem: Senator Thom Tillis, Republikaner aus North Carolina, blockiert die Bestätigung. Er sagt, solange die Powell-Ermittlung läuft, werde er für niemanden stimmen. Und ohne Tillis hat das Komitee keine Mehrheit. Ergebnis: ein Schachspiel in 3 Zügen. Zug 1: Trump feuert Powell. Zug 2: Powell klagt, und das geht bis zum obersten Gerichtshof, der genau in diesen Wochen über die Feuerbefugnis des Präsidenten über unabhängige Agenturen berät. Zug 3: Warsh kann nicht bestätigt werden, weil Tillis blockiert. Das Ergebnis: die mächtigste Zentralbank der Welt ohne legitimen Vorsitzenden. Für Wochen, möglicherweise Monate. These: Zentralbankunabhängigkeit ist kein bürokratisches Prinzip. Sie ist das Fundament des Vertrauens in Währungen. Was Sie jetzt gleich erfahren werden, haben bisher nur wenige in dieser Klarheit durchdacht. Das System der freien Märkte beruht auf einem einzigen Glaubenssatz, dass Zentralbanken Zinsen nach wirtschaftlichen Daten setzen, nicht nach politischem Druck. Wird dieser Glaubenssatz erschüttert, passiert Folgendes. Rabobank formuliert es präzise. Der Dollar ist für viele ausländische Akteure nicht mehr unantastbar. Seit Liberation Day, Trumps Zollangriff, wetten Investoren weltweit netto auf einen schwächeren Dollar. USD-Call-Optionen wetten auf einen stärkeren Euro sind teurer als Put-Optionen. Der Dollar-Debasement-Rate ist real. Mufke erwartet Euro-USD bei 1,18 am Jahresende. Im extremen Szenario näher an 1,30. Wenn Investoren glauben, dass eine politisch gesteuerte Fed die Inflation toleriert, steigen sie aus US-Staatsanleihen aus. Die 1,0 Jahres-Treasury-Rendite hat bereits einen Term-Premium von 70 Basispunkten aufgebaut, Rekord seit Jahren. Jeder Basispunkt mehr verteuert Washingtons Schuldenzinsen.
und die USA geben 2026 schätzungsweise 6–7% des BIP als Defizit aus. Columbia Business School Professor Brett House sagte unmittelbar nach Trumps Drohung: Es gibt keinen Zweifel, dass die Märkte einbrechen werden, wenn Trump versucht, Powell zu feuern. Wenn US-Anleihen fallen, steigen die Renditen. Steigende US-Renditen ziehen Kapital aus Europa ab. Deutsche Bundesanleihen, die 10-jährige Bundesrendite notiert bereits bei 3,089%, kämen unter Aufwärtsdruck. Das ist kritisch, denn Berlin will 2026 rund 174 Milliarden Euro Neuleihen für Verteidigung, Infrastruktur, Energieentlastung. Jeder Basispunkt mehr kostet den deutschen Steuerzahler Hunderte von Millionen. These: Kevin Warsh ist nicht Powell II. Er ist eine geldpolitische Revolution mit einem Terminplan. Angenommen, Warsh wird bis 15. Mai bestätigt. Was ändert sich? Warsh ist bekannt als relativer Falke. Er hat 2011 als einziger Fed-Gouverneur gegen Quantitative Easing gestimmt. Er glaubt, die Fed sollte ausschließlich US-Staatsanleihen halten und ihre gesamten $2 Billionen MBS-Bestände aktiv verkaufen, nicht nur auslaufen lassen. Das klingt technisch. Die Konsequenz ist es nicht. Aktiver MBS-Verkauf bedeutet, Hypothekenzinsen steigen. In Deutschland interessiert das auf den ersten Blick wenig, der deutsche Hypothekenmarkt ist anders strukturiert. Aber erstens, steigende US-Hypothekenrenditen exportieren sich global über Kapitalflüsse. Deutsche Baufinanzierungen werden teurer, wenn der globale Zinsbenchmark steigt. Zweitens, Warsh wird nach allem, was bekannt ist, Zinsen schnell senken. Trumps explizites Ziel. Aber kurze Zinsen fallen, lange Zinsen steigen. Das nennt man Bear Steepening. Für Deutschland bedeutet das, Kursläufer werden günstiger, aber die 1,0 Jahres-Refinanzierung, mit der Berlin seinen Schuldenberg rollt, bleibt teuer. Drittens, die Unsicherheit selbst ist das Problem. Columbia Business School, Goldman Sachs, Deutsche Bank, alle betonen, institutionelles Vertrauen ist kein abstraktes Gut. Es hat einen messbaren Preisaufschlag. Fed-Unabhängigkeitsprämie, die Gewissheit, dass Inflation nicht politisch gesteuert wird, ist in jedem Bondkurs eingepreist. Fällt diese Prämie weg, steigen alle Renditen global. In Frankfurt sitzt die EZB. Präsidentin Christine Lagarde hat bereits am März die Wachstumsprognose für den Euroraum auf 0,9% gesenkt, Inflation auf 2,6% angehoben. Die EZB hält die Zinsen bei 2% trotz Inflationsdruck. Wenn jetzt der Dollar geschwächt wird und der Euro aufwertet, wird der Exportmotor Deutschlands weiter gebremst. Jeder Cent stärkerer Euro kostet die deutsche Exportwirtschaft Milliarden. These: Was Trump gerade tut, hat kein Präzedent in der modernen Wirtschaftsgeschichte. 3 Zahlen zur Einordnung. Nach Trumps Fettdrohung am Mittwoch stieg der Euro. USD-Kurs innerhalb von Stunden auf 1794, eine Bewegung, die sonst auf Wirtschaftsdaten wie Arbeitslosenzahlen folgt. Das US-Dollar-Index DXY fiel auf 98, 19 nahe Mehrjahrestiefs. Goldpreis $4.739 pro Unze. Gold steigt, wenn das Vertrauen in Institutionen fällt. Es ist seit Jahresanfang 2025 um über 65% gestiegen. Das ist kein Zufall. Das ist eine systemische Vertrauensbewegung. In der Geschichte der modernen Geldpolitik hat kein demokratischer Präsident einen amtierenden Fed-Vorsitzenden gefeuert. Richard Nixon versuchte es mit Druck und scheiterte. Reagan, Clinton, Obama, alle kritisierten die Fed. Niemand griff zur Entlassungsdrohung. Was Trump tut, ist in der Nachkriegsarchitektur des internationalen Finanzsystems ohne Vorlage, von Dresden bis Düsseldorf. Hypothekenzinsen. Wenn US-Anleihen fallen und globale Renditen steigen, werden variable und neue Festzinshypotheken teurer, nicht sofort, aber in den nächsten Quartalen. Staatsschulden. Deutschland plant 174 Milliarden Euro Neuverschuldung 2026. Jeder Basispunkt mehr bei der 1,0 Jahresrendite kostet jährlich rund 1,7 Milliarden Euro mehr Zinsen. Die Schuldenbremsenausnahme wird teurer als kalkuliert. Export. Eine stärkere Eurofolge eines schwächeren Dollars trifft den deutschen Export in Nicht-EU-Märkte direkt. Volkswagen, BASF, Siemens. Ihre Dollareinnahmen verlieren beim Rückwechsel in Euro an Wert. DAX. Deutsche Aktien mit hohem US-Exportanteil werden doppelt getroffen durch schwächeren Dollar und steigende Kapitalkosten. Tillis gibt nach. DOJ-Ermittlung wird fallen gelassen oder abgeschlossen.
Walsh wird bis 15. Mai bestätigt. Powell geht, ohne geklagt zu haben. Fed-Unabhängigkeit ist juristisch gewahrt, politisch beschädigt, aber funktional. Für Deutschland, Märkte reagieren moderat. Dollar bleibt bei rund 1,18. DAX stabilisiert sich, Bundesrenditen steigen leicht durch Waschprämie, aber keine Panik. Trump feuert Powell. Powell klagt. Walsh ist nicht bestätigt. Die Fed operiert für Wochen ohne legitimen Vorsitzenden. US-Anleihen werden verkauft. Dollar fällt Richtung 1,25 gegenüber Euro. Für Deutschland, EZB unter Druck. Stärkerer Euro dämpft Exporte weiter. DAX-Verluste. Bundesrenditen steigen durch globale Anleiheflows. Berlins Schuldenkosten erhöhen sich signifikant. Oberster Gerichtshof entscheidet gegen Trump oder für Trump. Wenn für Trump. Präzedenz für politische Zentralbanksteuerung weltweit. Kapitalflucht aus Dollar- und US-Anleihen. Wenn gegen Trump. Politische Eskalation und Verfassungskrise, die Märkte monatelang lähmt. Für Deutschland. In beiden Extremfällen steigen globale Anleiherenditen, fällt der Dollar, und Deutschlands Schuldenlast wird deutlich teurer. Stagflationsrisiko steigt. Die Frage ist nicht ob, sondern welchen Weg Trump bis zum 15. Mai einschlägt. Im Jahr 1951 schlossen US-Schatzamt und Federal Reserve ein Abkommen. Die Fed ist unabhängig. Kein Präsident bestimmt die Zinsen. 75 Jahre hat dieses Abkommen gehalten. Jetzt stehen wir 29 Tage vor dem 15. Mai 2026. Trump hat ultimativ gedroht. Powell hat ultimativ geantwortet. Walsh sitzt in der Warteschleife. Und 2 Bundesanwälte wurden am Dienstag von der Fed-Tür abgewiesen. Das ist nicht mehr Rhetorik. Das ist eine Verfassungskonfrontation mit globalem Preis. Und diesen Preis zahlen nicht nur amerikanische Rentner oder Wall Street Banker. Er wird auf ihrer Steuererklärung stehen, auf ihrem Hypothekenvertrag, auf der Gasrechnung, die schon jetzt zu hoch ist. Was ist Ihre Einschätzung? Überschreitet Trump eine Grenze, die nicht zurückgegangen werden kann? Schreiben Sie es in die Kommentare. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie jetzt 2 weitere Tiefenanalysen. Klicken Sie jetzt. Abonnieren Sie Deutschland spricht. Bleiben Sie wachsam. Fakten zuerst. Analyse danach, dass es Deutschland spricht.